Digga. Seid ihr noch... Spinnen die oder was? Ich bin noch nicht schwanger. So, ja, einige schreiben schon in den Chat, beziehungsweise es schon gecheckt. Jetzt bin ich mit dem Dings fertig, mit dem Bachelor fertig. Und ich probiere jetzt ein halbes Jahr vor allem auf YouTube Hochdeutsch zu machen. Aber ich lese den Chat noch nicht, ich will es noch nicht sehen. Weil das fuckt mich jetzt fest ab. Oder tut mir zu fest traurig machen, wahrscheinlich, wenn ich es sehe. Lass mich zuerst ausreden. Und zwar, es geht darum, dass ich wahrscheinlich auf den 21. März, also noch nicht sofort, meine Videos auf dem Hauptkanal Hochdeutsch mache. Und ab dem Moment wechseln nicht Streams gerade auf Hochdeutsch. Also ich mache nicht alles auf Hochdeutsch gerade direkt. Sondern zuerst der Hauptkanal Hochdeutsch. Und dann bleibe ich sicher noch 1 Monat lang full Schweizerdeutsche streamen. Und dann mache ich sicher, ich will eigentlich es beibehalten, das habe ich sogar auch mit der Vanessa oft besprochen. Ich will nicht meine schweizerdeutsche Community sozusagen snitchen und ihnen einfach sagen, fuck you, und einfach aufhören mit den Schweizer Videos und einfach gar nicht mehr machen, Schweizermässiges. Weil ich will einfach trotzdem noch rum sein. Und da bleiben eigentlich dabei, da werden eigentlich die schweizerdeutschen Streams, so gut es geht, eigentlich beibehalten. Das wird bleiben. Aber es könnte auch sein, dass es irgendwie ähnlich in der Woche einen schweizerdeutschen Stream gibt und nein, hochdeutsche Streams. Das weiß ich noch nicht. Das weiß ich noch nicht, wie, wo, was. Und wenn ich da im Chat lese, mein Support hast trotzdem, dann Real Talk geben wir das Herz schon ein bisschen auf. Klar habe ich gedacht, hier bei der Community, bei der Community auf Twitch sind wir diesen. Aber jetzt wollte ich euch noch erklären, wieso ich das machen will. Ich habe ja YouTube schon mal auf Hochdeutsch gemacht und ich habe mir schon seit langem auch mit dem Adi Totoro jetzt oft diskutiert und so, dass ich das Ganze wirklich liebe, das Zeugs zu machen. Es ist komisch. Es gibt vielleicht viele Leute, die sagen, ey, what the fuck, mach doch einen richtigen Job. Du hast jetzt deine Bachelorarbeit abgegeben, du könntest einen normalen, richtigen Job machen, so mäßig. Ich höre nicht auf im Radio. Das ist es nicht. Also im Radio will ich nicht aufhören, aber ich werde jetzt einfach einmal ein halbes Jahr Vollgas geben mit hochdeutschem Content und wenn wir beide oder wenn wir die Community und wir diesen hier sind, dann können wir da etwas Bigs daraus machen und dann können wir eine grosse Sache daraus starten, weil es gibt keinen einzigen Schweizer YouTuber, der in Deutschland gross ist. Es gibt keinen einzigen. Es gibt gefühlt nur... Ja, es gibt den Cubanito, aber ich meine, Chat! Cubanito Omega Lul Dude. Ja, so Cubanito, Digga. Der Cubanito, er wechselt seine Freundin mehr als seine Unterhose. Ich würde es mal klassieren, jetzt sicher mal als Experiment, weil ich bin der erste Schweizer YouTuber, der jetzt diesen Switch macht. Die meisten Schweizer YouTuber haben zuerst Hochdeutsch gemacht, nein, zurückwechselt auf Schweizerdeutsch. Jetzt bin ich der Erste, der zurückwechselt auf Hochdeutsch. Und das macht mir Sorgen. Es macht mir Sorgen, dass ich sozusagen wie alles mir verbauen. Aber es ist mir so fest im Kopf und ich werde das unbedingt mal probieren. Und von dem her wollte ich das mal probieren. Und es geht mir nochmal, wie es hat jemand geschrieben, macht es wegen dem Lambo oder weiss nicht was. Es geht mir nicht um das Geld, das wollte ich euch nochmal sagen. Klar, wenn es natürlich ein Traum, davon zu leben, davon genug Geld zu verdienen, dass man davon leben kann. Klar, da bin ich ernst mit euch. Also das ist eine ganz klare Sache, aber ich denke mir, nein, wenn ich es nicht probiere, dann rege ich mich vielleicht lange auf. Keine Ahnung. Aber ich teste das jetzt mal und ab dem 21. März, ich mache noch sicher 2 schweizerdeutsche Videos auf dem Hauptkanal. 2 Kanäle haben jetzt immer noch Reactions und so, das bleibt. Aber, zum Beispiel auf TikTok, aber das ist für euch eigentlich scheißegal, auf TikTok kommen hochdeutsche Clips ab It's About. Was wollte ich noch sagen? Hätte noch irgendwelche Fragen gerade? Weil ich bin ein bisschen durch den Wind mit den Gedanken, mit dem Ganzen. Real Talk wirklich irgendwie so ein bisschen Schiss gehabt davor, euch das zu zeigen. Keine Ahnung. Der Podcast bleibt Schweizerdeutsch, der bleibt immer Schweizerdeutsch. Ja. Was kommen denn für Videos? Das weiß ich noch nicht ganz genau, was für Videos kommen. Also doch, ich weiß es schon, ich habe einen Plan, aber ich will da nicht alles leaken. Chat, ich will noch nicht alles leaken. Gibt's den Drogo Real Talk auch mal auf Hochdeutsch?
ich habe einen Plan. Ich habe natürlich einen Plan. Ich will euch da nicht alle Details natürlich sagen, sonst leake ich natürlich hier alles. Kappa. Nein. Ich mache es wahrscheinlich auch so, dass ich am Anfang auf jeden Fall probiere, eben mir vor allem auf YouTube zu konzentrieren, weil dort sozusagen die Reichweite würde herkommen und dort setze ich vielleicht am Anfang, es klingt vielleicht ein bisschen blöd für euch, aber am Anfang setze ich eher so ein bisschen auf Reactable Content und es wäre hure geil, weißt, wenn ich euch jetzt das sage und so und dann das wirklich klappt, weil ich habe ja schon Videos gemacht, wo die deutschen Streamer und die deutschen YouTuber darauf reagiert haben, unsympathisch, Inscope und so weiter. Justin aber. Das hier haben wir hops noch, das Arschloch. Reeft oh mega lul. Reeft hat auf mich reagiert, ja. Vlogs nicht so. Nein, Vlogs auf dem Zweikanal mit der Legria-Chat. Vlogs auf dem Zweikanal mit der Legria so. Hallo zusammen, ich bin hier gerade am Ärgerer der beste Big Baba Bach, Digga. Nein, aber ich werde auf jeden Fall auch noch etwas klarstellen und zwar, ich brauche euch auch noch. Und zwar, ich werde euch sozusagen auch noch fragen, dass ich sozusagen mir nicht verstelle. Oder beziehungsweise immer noch der gleiche Double bin auf Hochdeutsch wie auf Schweizerdeutsch. Wisst ihr, wie ich meine? Back to the roots, genau, ja. Und ich würde sagen, das da hier geht auch noch ein YouTube-Video und wenn ihr das Video gerade auf YouTube seht, würde mich auch sehr, sehr interessieren, was ihr dazu sagt. Beziehungsweise, ich mache nochmal ein Video, wo ich jetzt nicht im Stream, sondern off-Stream irgendwann einmal irgendwo draussen in der Natur hocke und dort auf eure Kommentare eingegangen, auf eure Fragen eingegangen. Ich werde alles das klären, weil ich werde euch nicht im Dunkeln lassen, ich werde euch nicht das Gefühl geben, jo, der Dude, der geht einen Scheiß auf uns oder so. Klar, werde ich es probieren. Ich werde das machen und es ist ja auch mein Ding, es ist meine Entscheidung, aber ich werde das auf jeden Fall mit euch diskutieren. Was machst du, wenn es nicht funktioniert? Hey, da mache ich mir zwar noch nicht extrem viel Gedanken, aber wenn es nicht funktioniert, dann kann ich jederzeit zurückkommen. Bist du näher noch Gast bei anderen Schweizer YouTuber oder nicht mehr? Wenn ich das Gefühl habe, ja. Also ich wette schon, ja. Sicher, also eigentlich schon, ja. Bei anderen Schweizer YouTuber auf jeden Fall, ja. Hätte nichts dagegen. Nur noch zum Sagen, es ist nicht wie früher, wo ich irgendwie komplett nicht sage, von wo ich herkomme, wer wo ich bin oder so. Ich bin immer noch der Maelo, ich bin genau der gleiche Typ. Ich spreche dann einfach Hochdeutsch. Das ist genau das Gleiche. Der Adi schreibt in den Chat, mein Support hast, wie gesehen in Deutschland. Wow. Nein, ich bleibe sozusagen der genau gleiche Typ und ich bin immer noch connected diesen hier mit der Schweizer YouTube-Szene. Und ich würde ja noch Sachen machen mit der Schweizer YouTube-Szene, so ist es nicht, weil ey, die Leute und generell jetzt gerade ist es so ein schwerer Moment eigentlich aufzuhören mit den Schweizer Videos, weil die Schweizer YouTube-Szene ist gerade momentan so geil wie noch nie. Es sind momentan so viele Leute, die gute Videos machen, auch so viele kleine Creator. Kleine, ich tue mich nicht als gross bezeichnen, aber alle Leute, die Videos machen momentan, machen es geil und sie weitermachen mit dem. Und das heisst nicht, dass ich jetzt sage, yo, ich hab keinen Bock mehr, weil die Szene scheiße ist. Alles andere als das. Die Schweizer YouTube-Szene ist am Wachsen. Und ey, vielleicht steht der Adi da. In meinem Löschjahr ist der Adi da gestanden, wo ich vielleicht jetzt stand. Bei 20'000 Abonnenten. Ich weiß nicht genau, stimmt. Aber nein, innerhalb von einem fucking Jahr. Jetzt ist er bei 60'000 Abonnenten. Ey, wild. Wild. Schon ein Video mit dem Mond geplant. Ja klar, Digga, ich kenne natürlich den Mond, kein Problem, ja, natürlich. Ja genau, wenn Hochdeutsch nicht würde laufen, dann Französisch.